Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Freunde, ich wünsche euch einen schönen Feiertag und ich sag mal so, endlich wieder ein Dreier. Nein, nicht so ein Dreier. Ihr wisst schon, was ich meine, der erste FC Köln hat mal wieder gewonnen. Das erste Mal seit 2 Spielen, nachdem wir hier 2 Spiele hintereinander verloren haben. Und ja, ein paar Meinungen und ein paar Gefühle dazu möchte ich an der Stelle gerne mit euch teilen. Zum Wohl, liebe Freunde. Ich liebe es, wenn die Ergebnisse, die ich tippe, die auch noch manchmal etwas negativer sind, ins genaue Gegenteil umgekehrt werden. In dem Punkt, ich hatte ja 0:1 getippt, beziehungsweise 1:0 aus Sicht der Hoffenheimer. Und im Nachhinein sind wir letzten Endes diejenigen, die 1:0 gewonnen haben. Das sollte man an der Stelle auch genießen. Wir haben jetzt circa 2 Wochen Ruhe, Länderspielpause. Und nun ja, ich war ja auch schon von Anfang an etwas überrascht, dass in der Startelf direkt Said Elmalah stand. Und das sollte auch noch entscheidend werden im Nachhinein. Dominik Heinz hat dann auch noch seinen Platz in der Abwehr gefunden. Ich muss sagen, mit Hübers, Heinz und Schmid, das war halt so eine typische Christian Keller Startelf. Da habe ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich fühle mich mit so einer Abwehr nicht gerade sicher. Das gilt genauso auch für Timo Hübers, von dem ich ja mittlerweile nicht mehr so viel halte. Aber gut, ist ja heute bekannterweise nochmal gut gegangen. Und wie gut gegangen das ist, möchte ich euch nochmal ein bisschen hier schildern an der Stelle. Tim Lemperle auf Seiten der Hoffenheimer, unser Partyboy, wurde halt auch entsprechend mit Pfiffen empfangen. Jede Aktion von ihm wurde von den zahlreichen Kölnern, die im Stadion anwesend waren, natürlich auch entsprechend quittiert. Auf jeden Fall muss der Junge sich gefühlt haben, als ob er ein Auswärtsspiel gehabt hätte. Eigentlich im Prinzip ganz Hoffenheim. Unfassbar, ey. Ist das, glaube ich, schon das zweite Mal diese Saison. Das erste Mal war ja gegen Frankfurt, wo sie quasi komplett, wo die Gästefans quasi komplett in der Überzahl waren. Das hat man hier eindeutig gehört und gemerkt. Ich habe das zwar nicht immer an jedem Punkt in der Tribüne gesehen, aber ich würde mal sagen, wir haben ganz knapp ein U aus FC-Fans gebildet in diesem Stadion, wenn man das mal in einer Form festhalten möchte. Auffällig waren die ganzen Fouls an Jan Thielmann, also der Junge wurde heute ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ich denke auch, die Auswechslung später war auch rechtzeitig. Touré stand öfter mal kurz vor einer gelb-roten Karte auf Seiten der Hoffenheimer. Da waren einige Aktionen dabei, die waren natürlich ein bisschen fragwürdig, aber gut, da braucht man jetzt nicht großartig rumzubitschen. Ich hatte ehrlich gesagt geglaubt, dass es ein bisschen in die Hose gehen könnte, weil die Hoffenheimer haben seit 147 Tagen nicht mehr zu Hause gewonnen. Und ihr wisst ja, wie das beim 1. FC Köln so ist. Wir brechen irgendwie jede Serie, die eigentlich zu unseren Gunsten sein sollte. Das war so eine Sache, die ist mir so ein bisschen im Kopf herumgeschwoben. Aber dann, einige Zeit später, kam dann der Sololauf von Said Elmalah. Und selbstbewusst verwandelt er den Ball im Hoffenheimer Tor. Eingeleitet durch Erik Martel. Der wird später auch nochmal kurz im Fokus stehen. Aber ich finde das so geil, kaum steht der Junge in der Startelf direkt ein Tor. Wisst ihr, diese Art von Spieler hat mir vollkommen gefehlt. Diese Individualisten. Ich meine, dieser Spieler strahlt mit seiner Art etwas ganz Spezielles aus. Als ob er innerlich zu sich selber oder zu seinen Mitspielern vielleicht sagt, so Leute, es ist ein Privileg, Fußballer zu sein, lasst es uns nutzen. Wirklich, der Kerl, der hat's begriffen, wie geil Fußball eigentlich ist und wie schön es ist, Fußballer zu sein. Das zeigt er jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht. Und solche Spiele haben mir gefehlt. Irgendwie war halt so das Spiel die letzten Jahre immer ziemlich gleichgeschaltet. Da war irgendwie nie so ein richtiger Ausnahmespieler dabei. Offensiv vor allen Dingen. Und Said Elmalah ist derjenige. Richtig genialer Spieler. Also, ja, genießen wir die Zeit, die er noch beim 1. FC Köln spielt, weil es wird keine besonders lange Zeit sein. Also da werden die ganzen Vereine, die deutlich mehr bieten können, auf jeden Fall ziemlich bald anklopfen. Ich persönlich, Hot Take von mir, sage,
Bayern München. Und dann war halt diese Situation mit Erik Martel. Er versucht den Schuss des Hoffenheimer Spielers zu verhindern, springt dem Schuss quasi entgegen, aber erwischt den Ball, der Ball kommt an seine Hand ran. Es war aber kein absichtliches Handspiel. Schiedsrichter hat natürlich wie üblich direkt auf Elfmeter entschieden, wie das immer so beim FC ist, aber diesmal hat der VAR zu unseren Gunsten entschieden. Kein absichtliches Handspiel, kein Elfmeter für Hoffenheim. Ich glaube, wenn dieser Elfmeter gepfiffen worden wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch im Tor gelandet und das Spiel wäre wahrscheinlich ganz, ganz anders verlaufen. In der zweiten Halbzeit dann kommt noch Ragnar Ache rein, um quasi Said Elmalah zu unterstützen und zu verstärken. Da dachte ich natürlich, vielleicht ist das dieser Moment, den ich mir schon lange gewünscht habe, dass die beiden mal gemeinsam spielen und gemeinsam sich beim Tore schießen unterstützen. Heute ist auch wiederum Ragnar Ache kein Tor gelungen. Später wurde auch Said Elmalah ausgewechselt. Und Cenk Özkacar kam dann auch noch für Dominik Heinz rein. Heinz war auch in einigen Situationen so in der Abwehr, wenn es dann zum Beispiel zu Eckbällen kam, ein bisschen zu energisch. Also das ist natürlich so ein bisschen bissig, was er da macht. Das ist okay soweit, aber ihr wisst ja, wie gern die Leute gerne an den 1. FC Köln Karten verteilen. Deswegen war immer mal wieder hart an der Grenze, aber das ist halt so diese Art von Spieler, die halt aus dem Keller geholt hat. Die Abwehr hat mir heute ehrlich gesagt trotz des gelungenen Abends nicht besonders zugesagt. Also diese Konstellation fühle ich nicht. Sage ich euch ganz ehrlich an der Stelle, diese Konstellation fühle ich nicht. Naja, und ab der 80. Spielminute dachte ich mir nur noch, bitte spielt das Ganze einfach nur herunter. Da war so eine Situation, wo dann halt Johannesson sich ein bisschen Zeit gelassen hat bei der Auswechslung. Letzte Woche gegenüber den Stuttgartern hat der Schiri gar nichts gesagt. Ging aber direkt zu Johannesson hin, so nach dem Motto, hey, mach hin, Mann, ansonsten gelbe Karte, so nach dem Motto. Das ist ja bei uns so, wir kommen mit sowas nie durch. Aber da waren einige Zeitspielsituationen, wovon ich das letzte Mal gesprochen habe, die Spieler diesmal auch wahrgenommen haben. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt von manchen Situationen her. Und das war auch schon richtig so. Ja, aber ich wurde mir aber trotzdem mit der Zeit immer mehr sicher, dass wir mit mindestens einem Punkt nach Hause gehen. Jedoch die Einwechslung von Andrej Kramaric, das hat mir schon ein bisschen Sorgen bereitet, weil der trifft gefühlt jedes Mal bei uns und ich kann ihn nach wie vor nicht verstehen. Du bist Vize-Weltmeister 2018 gewesen und bis heute spielst du in Hoffenheim. Kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Ja, was mir dann auch noch auffällt, guck mal, die Hoffenheimer haben jetzt momentan so eine kleine Krise. Und auch letzte Saison war das jetzt auch nicht gerade überzeugend, was Ilzer so veranstaltet hat in Hoffenheim. Und wenn man auch bedenkt, dass bei uns Yusuf Gazibegovic schon wieder nicht Teil des Kaders war, da muss man langsam drüber nachdenken, ob Sturm Graz nicht irgendwie so ein kleiner Scam ist. Dass sie so ein kleiner, vielversprechender Scam gewesen sind. Gazibegovic funktioniert nicht. Ilzer, glaube ich, wird auch nicht mehr lange in Hoffenheim sein. Der Manager, der ist, glaube ich, auch von Sturm Graz gekommen und hat Ilzer mitgebracht. Halt mir auch fest, ich glaube, Sturm Graz ist ein ganz großer Scam im Profifußball. Ja, am Ende steht dann Gott sei Dank dieser Sieg. Über Nacht sind wir auf Platz 4. Ja, und denkt dran, nur noch 30 Punkte bis zum Klassenerhalt. Na, nicht überheblich werden, liebe Freunde. Genießt den Abend, genießt die Woche und die Woche darauf, bis es dann wieder losgeht. Zu Hause gegen den FC Augsburg, wenn ich mich nicht irre. Hab jetzt gerade nichts vor mir. Ich bin momentan ein bisschen auch, wie soll ich sagen, emotional ziemlich mitgerissen. Ja, dürfte auch Augsburg sein. Da bin ich auch wieder dann dabei vor Ort. Und ja, das wäre auch alles, was ich zu diesem schönen Abend zu sagen habe. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.